Eigentlich gibt es in unserer Klasse nur schöne Plätze, aber der dort hinten am feisten zwischen der Leonie und dem Philipp sieht aus, als hätte er auf dich gewartet. Was meinst du? Okay. Wenn wir die beiden nichts machen, dann mache ich auch nichts. Aber nein, Mascha. Warum sollen dir die Leonie und der Philipp auch etwas zu leid tun? Das kann man nie wissen. Besser, man passt gut auf. Und dann geht sie zu dem Pult am Fenster. Aber sie läuft nicht oder schlerpelt. Sie tanzt. Und es glöckelt wieder in den schönsten, hellsten Tönen um sie herum. Sie wirbelt durch den Mittelgang in ihrem farbigen Rock, der bis an den Boden lampet. Und im nächsten Moment hockt sie ab zwischen Leonie und Philipp. Die Mascha schaut im Zimmer um. Ihr Blick wandert von Pult zu Pult und landet schliesslich beim Philipp. Der vergisst fast zu schnaufen. So schöne Augen hat der Philipp noch nie gesehen. Also, dann gang ich jetzt mal. Von mir aus brauchst du auch gar nicht wieder zu kommen. Und wenn du noch einmal deine Hand auf meinen Kopf legst, dann erzähle ich das meiner Tante. Ich glaube nicht, dass deine Tante da etwas dagegen hätte. Oh doch, meine Tante hat schon immer gesagt, dass ich mir von keinem etwas gefallen darf. Meine Tante, aufgepasst, heißt Eulalia Seidenbast, fürchtet sich vor keinem Mann, leg dich bloß nicht mit ihr an. Der Herr Schneebeli macht sein Maul auf, als würde er noch etwas sagen. Doch dann überlegt er sich's gleich anders, macht zuerst das Maul zu und dann etwas später die Türen. Am Moment ist es ganz still in der Klasse. So getrauen sich nicht mal die Mutigsten, mit dem Schneebeli zu reden. So, aber jetzt wollen wir endlich mit dem Mathe anfangen. Die erste Stunde ist noch lange nicht vorbei. Also, bitte rechnet einmal 9 mal 7 plus 13. Cool! Mathematik ist das Gleiche wie Rechnen, gell? Das will die Lehrer schreiben auch und lesen sowieso. Also ich hoffe, du kannst vor allem schon ein bisschen etwas. Nein, schreiben kann ich noch nicht und lesen auch nicht. Nicht? Ich habe gemeint, du bist in der 3. Klasse. Wie alt bist denn du eigentlich, Mascha? Ja, so ungefähr 9. Fast. Sie meint fast 9. Das war der Philipp. Er will der Mascha helfen. Also gut, dann bist du da in der richtigen Klasse. Und jetzt zu unserer Mathe-Aufgabe. Ist dir klar, was ich da an die Tafel angeschrieben habe? Logisch. Alles Zahlen, die kenne ich alle. Kannst du sie auch addieren? Und subtrahieren? Vielleicht sogar multiplizieren und dividieren? Da spürt Philipp wieder die grünen Augen auf sich. Und wieder liest er drin ein grosses Fragezeichen. Diesmal weicht er ihren Blick aus. Aber all seine Gedanken sind bei der Mascha Marabu. Sein Herz klopft wieder und er wartet auf ihre Antwort.